Guten Morgen. Zoals je hebt ons al gezegd wie ik weer. En mijn vader toen er hier aankwam, wir zijn hier bekannt. Ik voel me hier nach Rijngands thuis. Hier zijn wat nie gezegd, aber Pastor Isaac vroeg me, als ik wil hier vorne naar ons huis zal. En dan zei ik dat ik wil hier vorne. We hadden ons al gebankt. En dat je allemaal schön hier aankomt, speelt sich bloß ein klein bisschen anders, als er hier so boven soll hängen. Aber ich dort wenigstens mit Frieden. Die Überschrift von meiner Botschaft ist, auf den ersten Grund bühen. Und ich wollte am Anfang lesen, was war in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 9, durch den 15. So, hier sagt er, wir sind Gott seine Mitarbeiter und die sind Gott sein Ackerwerk und Gott sein Bierwerk. Du noch, als Gott mir genug gibt, habe ich den Grund gelegt als ein werser Biermeister und andere Büterbuben wieder. Aber laut einen jedem vorsichtig sein, woher du Buben büt. Keiner kann einen anderen Grund leihen, als der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Auf diesen Grund kann mit Gold, mit Silber, Dierensteine, mit Holz, Heu und Stroh wieder gebüht worden. Aber jeder in seiner Arbeit wird für den Tag kommen. Der Gerichtstag wird dort klar merken, was bleiben wird. Weil der Tag kommt mit 4. Durch dort 4 wird sich wiesen, von wo es sagt, jedem seine Arbeit wir. Und dann wird ab den Grund gebüht, und wann dort wird ab den Grund gebüht, dass die 4 Probe bestehen wird der Jan ja Lohn kriegen. Wenn aber irgendwem sein Werk verbrennen wird, dann wird er Schulden leiden. Er selbst aber wird gerat worden. Aber man Jud soll aus dem 4 geretten. So, hier so redet von unser Werken, von uns Leben, ab diesen Grund bühen, wann wir die wahre Geburt haben, und wir haben im Glauben angenommen, dann sind wir Gott sein Arbeiter. Er sagt, wir sind Mitarbeiter mit Gott. Und dort ist ein großes Verreich für Gott zu schaffen. Aber das ist nicht bloß im Prediger. Ich dachte ist immer so, Gott seine Arbeiter, dort wir in der Prediger. Und Gott seine Mitarbeiter sind all seine Kinder. Das sind wir alle. Und dann hat er einen Grund gelegt. Und auf diesen Grund sagte ich, ja, wir wieder bühen. Und dann haben wir hier 6 Dinge, mit was wir bühen können auf diesen Grund. Und das ganz erste ist Gold. Warum ist das erste Gold? Und das letzte Stroh. Also, mit dem Gold hat einen großen Wert, hat einen Teil Wert, und Stroh hat lang nicht den Wert. Das Gold wird nicht verbrannt, aber das Stroh, wer mit Stroh bühen wird, auf diesen Grund, den sie wird verbrennen. So, da dreht hier reiche Sache von unseren Worten. Na, wir sind nicht durch Worten gerat, aber in Epheser Kapitel 2, Vers 8, durch 10, du hast dort, wir sind nicht durch Worten gerat, wir sind durch den Glauben gerat. Das ist ein Geschenk von Gott. Wir sind durch genug gerat, das ist ein Geschenk von Gott. War du und schwinn hang und dort ganz klar haben, Epheser Kapitel 2. Der 8. Vers sagt, hier sind durch Gott seine genug gerat, weil sie glauben. Das ist nicht durch jene Werken, das ist ein Geschenk von Gott.
dort das nicht uitwerken, sodat keiner dieser Kraft sich selbst zu loven. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und an einem Stone versaat, dort wir Gott tun kennen, und nu soll wir nu leben. So uns ist das klar, wir sind nicht durch Worten gerät, aber wir wollen das Luther nach sein, dort ohne Worten kann wir Gott nicht gefallen, und ohne Worten, dann ist uns Glauben wirklich tot. So wir müssen dort unterscheiden können. Wenn wir in diese 6 Dinge kicken, ab diesen Grund bühen, und wir bühen, als wir wollen oder nicht, wenn uns Leben sich entwickeln wird, so bühen wir ab diesen Grund. Und Tim Gold, ich deed ein klein beetje dort nu zien wat er braucht Tim ein Goldstück. Dort braucht ein Teil Arbeit, dort braucht sehr schwer schaffen, in ein Goldstück, oder ein Uns Gold ist nu bei 1490 städtische $. Ein Uns Gold. Wofür ist ein Uns Stroh, wenn wir du wollen Preisen und sagen? Das ja vielleicht nicht mal so eine kleine Summe, wir können vielleicht nicht mal Preisen und sagen. Kann den Unterschied sein? Und mir ist es auch deutlich, wenn wir nicht für Gott wollen tun, wir wollen keine Gott tun, wir wollen gerat sein, wir wollen Gott sein Sehen haben, wir wollen nicht für ihn tun. Dort ist es so aus, wenn wir mit Stroh bühen tun. Ein uns Stroh können wir uns leicht irgendwo auf den Melkklampen holen, aber nicht ins Gold. Dort wurden Priester brocken, dort wurde Arbeit brocken. Und nicht nur bloß mit unseren Worten. Wir wollen Luther sein, dort unsere Gedanken, die wir dort wir reden, dort sind alles Dinge, womit wir bühen, ab diesem Grund. Aber auch unsere Gedanken. Und ich dachte eben, wenn Gott sagt, der Tag wird dort rüberbringen, so ist mit 4, und er wird alles aufdagen, alles wird vom Tag gebracht werden, alle geheime Gedanken in unsere Herzen. Rein alles. Dort ist ein bisschen so, als wenn unsere Gedanken wurden abgeschnackt worden, weil wir sein auf einem Memory Stick, dann dort diese mal nachdachen. Dort die Menschen dort können sein, dort ganz zu Bord bringen, wer wird dort wollen. Weil ich würde nicht wollen haben, dass das von mir soll passieren. Ich würde meine geheimen Gedanken nicht wollen, dass es dort haben. Aber Gott sagt, für all das ist alles Part von ab diesem Grund bühen. Was wir tun, was wir denken und was wir reden. So du ist mir das wichtig, wo bühen wir ab diesem Grund? Mir ist das wichtig, aber das ist auch gleich für mich zu sein, was die alle sollen tun. Aber da ich dort. Das redet uns rein alle. Das ist eine Botschaft, die ich einmal getan habe, auf Englisch. So ich höre das hier nicht bloß alle auf Englisch. Ich dachte, so gut, dass ich kann auf Plattdeutsch. Als ich diese Botschaft reden merken, ich muss mir mal sagen, und sehen. Und ich muss über was Dinge Busse tun, ich kann diese Botschaft verbringen. Weil ich will nicht in so einer Sache mit dem Unschmerz oder andere Sachen, was sie sollen tun, und ich das aber nicht tun. So, in Sprecher 23,7, das sagt, dass ein Mensch denkt an sein Hort, so ist er. Wir können von Büten Schmack luten, wir können in die Kirche kommen, wir können ans Schmack abstahlen, wir können scharflich kicken, aber an ans Hort, als das du auch so dort, da merkt man gerade einen Unterschied. Wir können Menschen hinter das Licht führen mit uns Leben, sehr leicht. Und das passiert alle Zeit. Aber das wir in den Vers lesen, in einem von der letzten Vers, wo ich lesen habe, wir kommen einen Tag,
da wird es ganz aufgedeckt worden, für einen Tag kommen. Und dort ist, was mir wichtig ist. Und dort wir nicht in ein politisches Leben führen, wo wir einheitsleer an der Kirche sind und das nächste wieder die Kirche. Weil das ist nicht mal schwer, sonntagsmorgens in Christ zu sein. Das ist ganz leicht, in die Kirche kommen und mit allem Taub Entschränkungen haben und wirklich ein christliches Leben führen. Das ist ganz sehr schwer zu tun, sonntagsmorgens in die Kirche. Aber von Montag durch Sinn und soll es nach der Charakter selber sein, wo das Sonntag ist. 1. Korinther 5 sagt uns dort, er sagt, du wirst dort nicht rechten vor der Zeit, wach, was der Herr kommen wird. Der wird dort Licht bringen, was am diensten vergeht. Was am diensten verstärken ist und auch für den Tag bringen, was am Hort gedacht wird. Und dann wird jeder von Gott gelobt worden, du noch aus an der Traf. So, das sind nicht nur bloß unsere Worte, was wir tun, das sagt hier, die verstärkende Dinge, die an uns Hort sind, wird vor den Tag gebracht worden. Ganz up. Und dann, wo wir nun gelobt kriegen oder Lohn kriegen, aus in jedem Trafen nicht. Und Gott ist ein Rechter, er wird uns Charakter geben, was uns trafen wird. Ich habe in meinen 10 Jahren, als ich, wir sagen 15, 20 Jahre drei, ich habe viel so gelebt, was mir von der wohl sagen, schonbar sind. Ich habe ein Teil Folien davon muss uitholen, aber ich sage Gott Dank, dort, wenn wir uns anstellen, wenn wir uns Hand geben für Gott, dann braucht er uns. Und ich verteile nicht von den Prediger sein oder so. Und jeder Einzige, die kann hier bühren auf diesen Grund, und Einzige sein, weil kann nicht alle Prediger sein, na, dort ist es so. Aber wir können alle ein Mitarbeiter sein für Gott. Wann ist das letzte Mal, dass einer von uns auf unseren Glauben mitgeteilt oder Gott sein Wort mit wem mitgeteilt, wo wir das ganz näher weiten, wo das fehlt? Wo fehlen wir dort? Ich will nicht sagen, wo fehlen ich dort da, weil das ist nicht fehlen genug. Aber das dort ist ein Port von Bühnen, dort ist ein Mitarbeiter mit Gott, und Gott sagt, Herr von sich geschickt über die ganze Welt, nicht gut und sagt den Menschen dort. Mit unserer Welt, dort sind alle Stecker, die abbühen. Wir können abbühen, wir können Wert von Serien reden, oder wir können auch Duel tun, sehr hostig, sehr leicht, mit ein Wort oder ein paar Wörter. So, für das sind alles Port von ab diesen Grund bühen. Und am Ende, da wird mit viel geprüft worden, und sehen, wie viel danach wird stumm bleiben. Das seht du an 1. Korinther, dort wird einige Menschen das ganze Haus, was immer die Gebiet haben, wird alle verbrennen. Der wird Schulden leiden. Der wird geraten worden, aber mal gut auf und so aus den vier reden. Dort ist nicht gut genug. Wir können besser tun als dort. Wir reden alle kennen. Was ist das erste Ding, wenn wir in ein Haus bauen? Was ist das ganz erste Ding, was wir tun? Und was das ist, wer? Bloß das sein, wenn ihr das weiten. Oder ich glaube, ihr weiten. Die Foundation bauen, dort ist, wo das Haus bauen steht. Vor dort kommt der Plan, der Blueprint. Also zu sein, Gott sagt, er sagt, er hat das all gewählt und ausgeplant. Er sagt, er hat einen Plan, er hat die Welt grundlegt, dass er sein Sehnsucht in Jesus Christus, der wird den Grund legen, und wir können nicht bühren, nicht der Grund gelegt ist. So wir müssen den dort Ferment haben, wir müssen den Grund haben, wir bühren können.
Ik weet dat nog, mijn vader der heeft 2 huizen gebouwd. Ik bedenk van een zo klar, de arbeid wat toen aanging. Du moest een plan opgemerkt, dan moest arbeider aangenomen en dan wordt heel en je merkt, dan wordt een huis gebouwd. Ik werd te klein om halten, maar ik deed halten kijken. En dat ging ook zo schijn. Maar ik dacht dat een stukje 3 nu, dat du wordt een grond gelegd, dan wordt arbeider aangenomen. En dat is wie zijn Gott zijn met arbeider. Dan wordt het heel en je merkt, ik bedenk naar kraak, ik word naar kraak van aanvang geboren en waar het toe ging. Ik heb me hier het heel bezien. En mir ging das auch schein. Aber du jetzt arbeiten, auf diesen Grund bühren, dort ist gleich einmal leicht. Wenn dort einmal leicht wird, dann würde dort gleich sehr verschlagsam sein. Diese Menschen, diese Einheimer, was das Heile mehr anleiten, die haben geschweit, die haben geschafft. Und dann wird das Haus gebaut und da wird ein sehr feines Haus. Ich glaube, dort ist das ganz beste Haus, wo ich bin gewohnt habe, als nach der Jung. Da ging das scheinbar, dort wir sehr einfach, aber sehr gut wird. Dann wird Erdlos gepickt, Wutter geholt, mit einem Piertenbauge Wuttertop geholt, in Piertsmaß wird immer der aller Mank, wird gedun zum Tegel merken, und dann wird geschafft und geschweit. Aber wenn dort ist vorig ist, dann ist der Mensch froh, kicken, was er gebaut hat. Ich bin da fertig, wenn wir geschworen, du vor Jesus stehen, in uns Gebiet, wo wir auch froh sind, was das schmacklos und was uns dort gut sein, oder was das du alle verbrennen. Dann schaut merkt wir an unserem Leben nu. Kriegt das wir leben dann. Ich weiß dort noch von der Stadt, wo wir dann wohnen, dort wir in der Werkstatt, wir hatten dort Fan, wir hatten wilde Tieren, wir hatten so ein Ding, was mir immer sagt, ständig, wenn eine Schlange fängt, wenn dort holen wir genug, einmal bitte im Haus und nochmal Bahn. Wir hatten Fehl, wir hatten wilde Husen, wir hatten Wilven, alles, alle Basen, von sie können utdenken, hatten wir. Wir hatten vielleicht nicht Geld, wir hatten nicht viel, aber wir hatten ein Haus und das ging zu schein. So schein ging das durch. Und wird ja nach ein Jungen besser, als von der kann eine Schlange dotieren und Erde gehen wiesen, was er hat können tun. Dort denkt mir nach ganz klar, dort habe ich Maß einmal getan. So, dort Haus, dort wir stark, und dort Haus, dort wir sicher. Wenn der Sturm kommt und der Wind kommt, ich habe keine Angst, dort Haus wird durchfallen. Niemals. Dort hat einen Grund, und wir arbeiten an die Grund, und wir stark sind. Und so will ich in mein Leben bühren, und so will ich in meine Familie bühren. Dort am Ende von meinem Leben, dort ich kann sein, dass Paulus sagt, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe bei ihm uitgeholen. Und ich habe Gott eingemerkt. Das wird Paulus sagen. Dit ist, was Gott verlangt von mir und von Ihnen alle. Weil wir nicht meid wollen, Gott tun, wir weten dort, Jesus sagt, wer nicht meid wird, der wird einen Lohn kriegen, wenn es hier ist kämpft. Und wir können auf diesen Grund mit Tieren Steine bauen, wir können mit Gold bauen, und wir können auch mit so bauen, was du noch nicht uitholen, auch noch nicht anhält. Met dat wat we in ons leven doen, en die vrucht wat we brengen, dat is wat we talen dat. Ik wil in een gelijkenis kijken wat Jezus zei, dat is in Lukas kapitel 13. Vers 6 tegen 9.
So Jesus vertelt hier ein Gleichnis. Hij vertelt ook dit gleichnis. En je was am Morgen had in zijn Weingarten een Viehbaum geplant. Und hij kwam Frucht door om te zieken, aber vangen kunnen. Dan zegt hij tegen den Weingärtner, ik zie nu al 3 Jahre hingeren ohne gekommen Frucht und diesen Baum te zieken und hab keine gefangen. Heb den auf. Waarom danach den länger luten Kraft uit die Erde nehmen? Hij aber seht, lot den doch 1 Jahr stunden. Ik war am den Baum groven en Masse ranbringen. Und wann er dann Frucht bringt, dann ist das gut. Aber wann nicht, dann kostet ihr den aufhaken. Hier redet er von seinen Kindern. Gott verlangt, dass wir Frucht haben. Und wenn du keine Frucht hast, Jahr um Jahr, wir sind bloß geraten, das ist alles. Wir sind bloß geraten, wenn sie nicht in der Halle nehmen. Das ist alles. Ist das gut genug? Das ist nicht gut genug. Ich weiß, dass ich kann Menschen, die wollen geraten sein, wenn sie nicht in der Halle nehmen. Und das ist mir deutlich. Aber wenn dort alles ist, dann ist es so ein Baum, wo du keine Frucht bringt. Gott kommt Jahr um Jahr und sieht Frucht und fängt keine Frucht. Dann sagt er zu den Weingärtner, hakt ihn bloß auf, warum soll er noch Kraft wie die Erde nehmen? Ich glaube, das soll uns ein klein bisschen in Gedanken geben, damit wir kicken, wo das ist, was wir für Frucht bringen. In Johannes 15, Vers 1 und 2, hier sagt er, alle Ranken an mich, die nicht Frucht trauen, schnitt er auf. Aber alle Ranken, die Frucht trauen, reinigt er, dass die mehr Frucht bringen. Was je in Teil Christen, oder in Teil Menschen, die haben sich Gluten anschmieren, die sagen einmal gerad, einmal gerad, und das glaube ich auch, das wo das auch soll sein. Aber wo der Leben ist nicht so wichtig. Die haben einmal das Gebet gesagt, vielleicht nur gesagt, und leben kriegst du wieder aus einmal. Wir wollten das klar, dass Jesus sagte seine Jünger, dass ein guter Baum kann nicht was schlechte Frucht bringen. Und ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen. So, weil wir uns nicht Luten anschmieren, weil wir uns sicher sind, dass wir Nummer 1, dass wir wirklich wahre geboren sind, und Nummer 2, dass uns Leben dort wird bewiesen. Dass dort wird die 4 Pro bestehen, wenn der Tag kommt. Du waren viele Menschen sein nachmal, und du warst wohl davon lesen, die waren glauben, sie haben ab diesem Grundgebiet. Sie haben in Teil Kirchenreile neu gekommen, und sie haben gedacht, hier und da, was sie tun. Und dann wird Jesus sagen, ich habe noch niemals nicht gekannt, war ich für mich geschlechte. Was wir sollen, in Gott verlangt, dass wir Gott Worten tun. Nicht um uns raten, aber das sollen die Folgen von der Radung sein. Und ich will mit dir lesen, auch in Matthäus Kapitel 7 in eng lesen. Woran mir das so wichtig ist, auf diesen Grundbühnen, mit dort, wo die Probe bestehen blieben, ich will haben, so dass ich in meine Familie, unsere Kinder, wenn wir ich waren stehen, wir waren vor Jesus stehen, in der Probe wird kommen, und alles ist schon abgedeckt worden, ich will haben, dass wir uns das nicht wollen anschmieren. Das, woran ich das so wichtig finde, dass wir wirklich gute Frucht bringen und dass wir wirklich gute Worte tun mit uns Leben. Und 21. Vers, Matthäus Kapitel 7, Vers 21, weil ich anfange, durch 28.
Und hier sagt es das, da waren nicht alle an het Himmelreich kommen, die zu mir hart sein. Du kommen bloß die nan, die du donen, was mein Vater im Himmel haben will. Und jenen Tag waren viel zu mir sein, hab wir nicht in deinen Namen geprophezeit, und in deinen Namen Süden uitgedreven, und in deinen Namen viel Gewalt geworken gedonen. Da war ich te an sein. Ich habe die noch nie gekannt, was mit ihnen geschlechte. Dort riech nicht tau, bloß hart mit Mühl sein. Da war nicht im Himmelreich ankommen, bloß die, was den Führer sind wollen, da sagt er. Bloß die waren im Himmel ankommen. Du wen als mir so wichtig, dass uns Leben dort wird wiesen, dass unsere Worte, dass uns Leben sich entwickeln wird, dass Gott wird in gefallen an uns haben, und mir in die. Und dann, wo wir nicht das dürfen hören, ich habe die noch nie gekannt, was für mich geschlechte. Weil ihr dort ja gut sind von der und auch der du har sein und vielleicht auch große Dinge tun. Vielleicht von Büten. Vielleicht geben sie ein Teil Geld wohin. Vielleicht tun sie ein Teil ferne Dinge. Aber wo ist das Wort? Wo sind die wirklich? Wo sind unsere Gedanken? Oder wo ist unser Leben in Geheim, wenn das keiner sieht? Dort ist, wo du teilen das. Jemand sagt in unserer Kirche, ich dachte, wie du formst, er sagt, wir sind wirklich bloß die Menschen, wer wir sind, wenn wir allein sind. Dort ist, was wir wirklich sind. Nicht, was wir in der Kirche für die Christen sind. Dort ist auch gut. Aber was wir in Geheim tun, wo das keiner sieht, dort ist, wer wir sind. Und dort ist mir ab ihrens wichtig. Wenn wir da wieder lesen, dann in 24. Vers sagt, wer meine Rede gehört hat und das, was ich gesagt habe, als das ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Steingrund baut. Der Regen fällt, das Wunder kam, und der Wind blust und schlug gegen das Haus, und das fällt auch nicht, weil es dort auf den Stein gebaut wird. So, das wird ein Verser, Mann. Das wird so ein Wort, was wirklich steht, was Gott sagt. Nicht bloß für Menschen. Er hat getan, was Gott verlangt. Er hat sein Haus auf den Stein gebaut. Der hat dort nicht von Streu gebaut. Wenn er von Streu gebaut wird, dann wird das Haus durchgefallen. Oder der hat auch auf den rechten Ferment, auf den rechten Grund gebaut, wegen das hält die Probe aus. Und wenn wir wieder lesen, dann in 26. Vers sagt, wer meine Rede hielt, nicht das, was ich gesagt habe, als das ein aufverständiger Mann, der sein Haus auf den Sand baut, und aus der Regen voll, und das Wunder kam, und der Wind blust gegen das Haus schlug, fällt dort mit großen Krachen durch. Das ist, wenn wir in Religion leben, wenn wir in Christentum drehen und mit Müll sein, aber das hat es nicht rein, das hat es nicht, du, wo Gott will. Dann wird der Regen kommen, und dann wird der Wind kommen, und dann wird das Haus fallen. Das ist, was ich will haben, was wir wollen wahrnehmen und denken. Was mein Haus oder was dein Haus stumm bleiben. Und man da 4 Proben ist kämpft. Ich glaube nicht, dass alles, was ich bühen, da, was die 4 Proben bestehen bleiben. Aber ich weiß so viel, ich strebe nur, dass mein du nicht soll alles verbrennen. Ich will nicht sagen, ich bin Boss da und das alles. No, ich kann viel besser tun, als ich da. Wir müssen uns immer weiter erinnern an diese Dinge, damit wir uns irgendwie sehen, wo wir so reich stehen. Und dann wollen wir uns, wo wir vielleicht nicht Geheimnis Sinn haben, aber wenn wir so, dort ganz schnell weiten, wir leben nicht so Gott und will, dann muss ich dann war er bühen. Dann war er frisch bühen. Mit Gold, mit Tiere, Steine. Das wäre so mal, nicht sein Haus wird auf den Steingrund gebaut. Viele Menschen, die sind vielleicht müde, Christen sind vielleicht müde. Mir geht das auch für so, da kommt Tiden, wo ich so denke, ich will das bloß gleich länger tun, ich will nicht mehr fähren, ich bin müde. Ich will bloß abgeben. Das ist zu viel, das geht nicht schön.
wir können nicht, was du kommst, wo wir angeben. Dort weit wir dort von Südhund kommen. Und wir können nicht, und wir sollen nicht mit wollen und abgeben. Ich will uns mit wat Gedanken looten. Wat die Gott hat uns alles Bürwerk gegeben. Wir sind seine Mitarbeiter, sagt es, wie ich lesen dann. Dann hat er uns rein alles gegeben, was wir brauchen zum Leben in Gott soll ich sein. Dort sind die Material oder das Bürwerk, was wir brauchen. Hat Gott uns rein alle gegeben. Wir können uns das gut lesen, wir können uns dort holen. Wenn wir nicht weiten, wo dann hier so bin, als es alle bin, dann können wir uns dort sehen. Keiner kann sagen, weil ich kann nicht, oder ich kann nicht, ist was für Gott tun. Jeder Einzelne kann für Gott tun. Das wäre die Wahl. Und wir wollen vielleicht Menschen in das Licht führen, aber ein Ding, was ich ganz sage, Gott will wir nicht in das Licht führen. Und Gott wird sich nicht Leuten anschmieren. Und er wird sich auch nicht Leuten spotten. Viele Menschen, ihr Haus, ihr Gebiet wird ganz doll brennen, du wird nicht bleiben. Wenn die Ware geboren sind, die werden gerat worden, aber das sagt, die werden Schulden leiden. Ich glaube, du wirst einfach sehr große Trüren sein für dich, was du nicht hast für Gott zu tun. Keiner wird sagen, weil ich kann nicht. Wer ab ihrem Wahl, der kann, und wer siegt, der fängt. So, wir haben kein Vergeben nicht. Und er sagt, wir sind Gott, die Mitarbeiter. Glaubt ihr dort dann noch nicht, dass Gott das verlangt? Ich weiß nicht, wie viele von ihnen Geschäftsmänner sind. Wenn die einen Arbeiter haben, was zur Hand kommt, der will für ihn schaffen, und die nehmen den auch an, und der will bloß dort Dachlohn haben, der will nicht tun. Wie lange würde ihr den Arbeiter holen? Ich glaube nicht so lang. Die verlangen dort, die von der, was du geschafft hast, die verlangen dort, dass die nur Arbeiter, eine gute, die Shadow-Arbeit tun, nicht eine Fülle-Arbeit, nicht bloß ausschuldige Dinge. Die verlangen dort, dass die geschafft bühen. Charakter ist das 100% so, als das, wenn du ein Kind Gottes bist. Gott verlangt, dass wir für ihn schaffen tun. Ich erinnere mich an einen Mann, ich werde den Namen nicht sagen, aber der ist nach einer Freundschaft mit meiner Frau. Und der hat mal gesagt, am wir het Gott, wenn er dort geruht, abends zu den Himmelsternen an mir. Wenn er kommt geruht, über der Schwaltheim, dort wir einmal Gott. Wenn er den ganzen Prosten Stolz kriegt im Himmel, dort wir am Gott. Weil je Nummer 1, du hast kein Prosterstall im Himmel. Und Nummer 2, das ist eine sehr rechte Anstellung. Die wollen dir Rat sein, die wollen alle Gute von Gott haben, aber die wollen nicht ein Ding für Gott tun. Dort ist nicht gut genug. Gott verlangt mehr. Und von uns als Führer, Gott verlangt, dort unsere Familien, dort wir seine Familien abbringen, wo du wollen, für am Schaffen. Dort verlangt er von jeder, von der Älteren über der Führer hat, der Abgabe, seine Familie an den Weg zu leiten. Dort verlangt er von der Führer. Und was ich vielleicht so denken, weil ich kann nicht in Führer gehört, was mir den Weg gewesen und gelehrt habe, weil ich höre nicht. Mein Führer lebt auch nicht mehr. Ich höre nicht so ein Führer, was mir den Weg wiesen hat. Aber wenn wir schwacher geboren sind, dann haben wir einen Führer, der uns reich wiesen hat. Ich weiß, dass mein Führer wird auch nicht ferngelehrt von seinen eigenen Führer. Aber der wisst besser als der Deut. Und die weiß noch besser als wir verändern. Ich glaube nicht, ich weiß, dass wenn wir Gott sein Kind sind, dann können wir uns am Arm verloren. Und wenn wir uns Hand geben, dass wir wollen vor allem noch Arbeit tun, dann wird er alles rein machen. Und dann können wir auf diesen Grund bühen, wenn der Tag dann ist, kommt,
da wird er sein, du hast gut getan, kann man mir rechnen. Dort, ich glaube, dort soll uns wenigstens Gedanken geben, um uns in ihr Segen. Wo wir bühren, mit was wir bühren, oder was wir überhaupt bühren tun. Wir noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Vater bist. Und wenn unsere Vaterschaft ihr uns nicht haben, den rechten Weg gewesen, vielleicht haben sie ein Basset getan, was sie haben gewusst. Aber wenn wir stehen sind, dann bist du ein Vater zu uns. Und du wirst uns immer reich. Und du hast uns immer treu. Und du verlangst, dass wir schaffen gehen. Und Herr, ich bete, dass du wirst in jedem Einzelnen, was hier bin, und mit mir anfangen, und verlangen und den Hunger geben, für die zu arbeiten an diesem Garten. Den Wort sagt, dass vielleicht dort als Kraut in Rieb, und die Arbeiter sind wenig. Du sind wenig Menschen, die wollen für die schaffen. Und ich rede nicht von Predigers, ich rede von uns alle. Gib uns so eine Anstellung, dass wir wollen wirklich bühen mit Gold und mit Dierensteinen, nicht bis mit Stroh. Und dass wir wollen auch ein Verlangen haben, an der Welt anzugehen, dass wir uns Leben erstlich wiesen, und an den Menschen dort vertellen, dass du sagst, gut, an alle Welten verkenne ich das Evangelium. Dort ist der Abruf für die Kirche. Dort ist nicht den Prediger Abruf, dort ist die Kirche ihre Abruf. Möchtest du uns die Anstellung geben? Und wenn wir mit Stroh bloß gebüht haben, ich bete, wenn hier ist, wer bin ist, von der uns Mars, der dort sicher wird, er büht nicht mit der rechten Bewerk, dass der von der wir anfangen, die Buben zu bühen, dass die Kosten gefahren durch haben. Ich danke dir nochmals für die Gelegenheit, hier an der Kuh von der aus Mars noch in jedem einen sehen, und ich will einen Sehen aussprechen ab dieser Kirche, und ab jedem Einzelnen, was hier ist, und ab der Familie, der Arbeit. Muss jemand jedem Einzelnen sein, und help uns dort Licht zu sein, und wir wollen wirklich treu sein, was eng, da wollen wir lohnen kriegen. Dankeschön, Herr Jesus, in die Namen bete ich. Amen.